Okay. Moin und willkommen bei Dive In with EME, ein Podcast von der Fondation EME, an dem es mir über positive Impakte von der Musik schwätzen, an all die verschiedenen Sprachen von Lützeburg. Merci au Radio ARA für uns die Opportunität zu geben, die verschiedenen Vierteile von der Musik können auf ihrem Sender zu präsentieren. Heute schwätzen wir mit Nadine Kaufmann und Annick Sinner von Ensemble Toile Ciré. Nadine spielt Saxophon und Annick als Künstlerin. Zudem schreiben sie selber hier Stecker, oft auf der Basis von allen lützeburgischen Geschichten. Die Fondation EME hat schon viel Projekte zusammen mit Toile Ciré auf Bein gestellt. Sie wird Maus Kati, ein Altersthema, Lice à Zamp und Centre Développement Intellektuell, für Kinder mit Beeinträchtigung oder auch nach Kirzlich, der Wölfchen und der Fiesien für Menschen am Alter am Espace Découverte von der Philharmonie. Moin Nadine, moin Annick. Frau, ihr schaut heute zu hören. Moin. Moin, moin. Moin. Wir kommen direkt zu unserer ersten Rubrik, den Soundcheck-In, wo wir als Invitierter frohen, was für eine Musik sie am Moment am liebsten lauschen. Das kann eine Band sein, eine Musikrichtung, ein Musiker. Und das soll dann zusammengefasst sein an einem Lied, für das wir das als Nullaustra können weisen. Was ist eher Musik vom Moment? Also ich muss zugeben, dass ich los schon an der Christdagsfeeling bin und schon eine von meinen Lieblings-Christdags-CDen, das ist die von der australischen Sängerin Sia. Und da ein von meinen Lieblingslieder ist den Snowman. Ah, das tun ich auch gerne. Schön. Und du? Ja, also, was Musik angeht, habe ich noch keinen so definierten Leute. Ich lausche eigentlich Musik gerne für eine gute Stimmung zu kommen. Das heißt, Musik, die ich immer im Lauschen, das ist ABBA oder Coldplay oder, ja, was ich aber ganz gerne im Moment auch habe, das ist Tame and Wild von den Lützeburger Bands. Ja, also ich bin einfach daheim nicht für Musik zuständig. Das ist immer Musik da, weil mein Mann Musiker ist, aber ich brauche mich da nicht drum zu kümmern. Okay. Ja, das ist ja auch schön. Das ist ja auch einfach. Aber da lauscht du mal kurz an die Lieder ran oder an die Musikrichtung ran. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing, yeah. An der nächsten Rubrik «Positive Faktor von Musik» schwätzen wir noch mehr im Detail über uns zusammenarbeitet. Wie schon für drun ugeschwart, du dir schon verschiedene Stecker für uns abgefeiert. Maus Kati mit Marionetten und Saxophon, Lice und Zamp mit Live-Molen von der Geschichte und die Wölfchen und die Fiesien mit Saxophon und Puppen. Wie hat zusammenarbeitet mit EME gestartet am Anfang? Was war denn die erste Sache, die da mit EME gemacht hat? Ja, es sind schon eigentlich ganz lange dabei, das heißt, wie es losgegangen ist mit der EME, und ich war Teil von den Musikern, die eben Kammermusik machen, an den Altersthema. Ich war auch viel an den Spideler, kann ich mich zurück erinnern. Das war dann eben zum Teil Saxophon Lang und noch mit Jessica Quintus, wo wir am Duo ganz viel gemäht und 2 Saxophone. Und dann war aus Zeitgründen, weil mein Kanner du noch, weil ich die Mom gesehen an 2 kleine Kanner, die man daheim hat, war dann eine kleine Pause kommen. Und lo bin ich ganz froh, dass ich mit Annick zusammen als Projekt kann machen, die wir machen, die immens gut passen. Das ist die Lützeburger Kultur, die Maskati, die Wölfchen und die Fiesien, wo einfach den ältere Publik immens froh ist von den und die Stecker, die sie aus ihrer Kantheit auch schon kennen, Triggerin hat gehen. Möchte einfach total sein. Okay. Ja, also was die Musik angeht, wir sind ein Ensemble Toile Ciré, Nadine aus den Ciré und ich sind den Toile.
Also es sind dann eben nicht für Musik zuständig, mehr für den Rest. Wir kombinieren das eben, nachdem ich komponiere mal die wunderschöne Musik an, ich gucken, dass auf der Bühne Bilder oder Puppe sind oder was auch immer, oder live malen. Und wir probieren eigentlich da ganz draus zu machen, dass ich sowohl gucke, wie lausche kann, für eine Geschichte zu verstehen. Und was eben auch meine Flott bei uns ist, dass wenn ihn vielleicht Spruch nicht so gut versteht oder aber schon nicht mehr so ganz immer alles matt kriegt, dann geht das vielleicht ein bisschen durch die Musik abgefangen oder einfach durch die Figurentheater op der Bühne aus respektiv der Stadt wird gemalt, dass der Tisch du hast, wenn das visuell nach mehr aktiv ist, dann kannst du dich viel op dat visuell da losen, wann du méi wat lausren wohölz as dat eben och do an natürlich ganz ver dass das van de fir beides nach alles zu summen nach Krise hun auch ganz unterschiedlichen Publikum schon gehabt an all den Joren wo man fir Deme spiele gin ja. Mhm. Das auf alle Fall schön, so Kunst an Musik zu verbannen, an so etwas für alle Menschen können auf der Bühne zu weisen, auf alle Fall. Für alle verschiedene Sinne, die dann können benutzt gehen. Ja. Die hat auch schon ein bisschen angeschwärzt. Voilà, also Maus Cathy war da ja dann an Altersthema. Was waren dann da eher schönste Souveniren, wo da so durchs Land getourt sitzt? Oder doch bestimmt eine Geschichte. So ein Reis Traumageschichte erzählen, Annik. Du musst das so gut. Also, am Nachhinein ist es witzig. Okay. Aber mir viele Geschichten erlebt. Mir und die Hai erinnere mich immer, weil Zanta der Kehr so wir immer um 4 raus, das Kleid, was sie den Text nach auswendig weißen, wannisch gelieft ganz los für sich solle pesperen, weil mir hat neben denke, dass an der echte Reihe eng Madame so an die Hut wirklich aus voller Kraft und den Text matt gesot. Just sie war immer bisschen echter wie mir, hat er doch nicht betont wie mir und hat er total durch ne gemacht. Also sie hat das überhaupt nicht matt gekriegt. Und Santa hier, so man dann immer, also mir kindte gern de nur drüber schwarze wat alles hier Erinnerung wären wir während dem Steck so unser Eis dat machen los. Ja, am Anfang war ja Kompliment. Ja. Die Frau war ja größte Fan dann am Anfang. Ja, mir hat noch schon das Ila Dam gesucht hat. Sie hat nach Patsy eng Maus am Zimmer, ob sie Eis die Kind schenken. Und ja, war viel all die vor Reaktionen. Also das einfach schön, Mensch für den Leid ein kleine Aufwieslung zu bieten, wo sie sich können daran erinnern aus ihrer Kindheit, bisschen sind das Flugmomente. Ja, und wir bringen da ein bisschen eine Stimmung an die Häuser. Und ich meine, das auch agreeabel für Personal, das mal ein bisschen absanft, das vielleicht Lasers, die sind noch immer ganz froh. Ja. Ja, was dann eben auch ganz flott ist, denke ich, als die Kombination von Konzert, an Theater, an Bühne, das heißt, das schon echt Spektakel, was dann eben nach mehr Aufwieslung bringt, wie wenn du eine Geschichte einfach gelesen wird oder ein Konzert einfach gespielt wird. Und das ist auf jeden Fall das, was Danica mich ganz motiviert für dass man da so wirklich eine Form von Spektakel haben. Was mich aber auch noch nach, weil ich noch mal ganz, was mich immer ganz berührt, dass wenn man Konzerte bei den Kanner haben mit Besoin spezifik, weil man da ganz oft von den Edukateuren gesagt kriegt, dass lo mal endlich ein echte Keier ein von ihren Kanner bis also der ganze Spektakel wird bleiben und auch konnte bleiben, weil das nicht überfordert wird oder nervös gemietet oder wie auch immer. Und wo sie dann immens froh sind,
dass endlich Schidrehen mal ein Kehr Chance hat für etwas oder Möglichkeit hat, wir können etwas ganz zu lauschen an ja von gerade Data passiert, dann ist einfach dein Moyen gerät. Ja, das bei Liedje Sam du mal kein Text, du hast wirklich ganz steckweit just, also eine ganz Geschichte, die just erzählt wird durch Musik an Bilder, die schleifmolen an die natürlich auch live spielt. Und ich meine, das ist ein Stück, was ganz ruhig ist, wo Jidfrieden irgendwie einen Zugang kriegt zur Geschichte an, ja, ob es von ganz klein bis, ja, kann die schwätzt das immer an mir noch schon so Rückmeldungen kriegt, dass dann kann die Geschichte weiter gemalt haben oder wenn man so ganz einfach Manager haben mit schwarzen Punkten und einem roten Schiff, was gefallen wird, können sie da eben noch stellen an weiter drehen an der Geschichte. Ja. Ja, weil für beste Kontexte gehen, also Liedje entsamt das dann die Spektakel, den echt dann nicht für ältere Menschen gemacht hat, mit du sie da Schule gegangen, auch an CDIen, also kann er mit Beantragung an, ja, du hattet dann noch aber großen Impact auf Kanner. Ja, ich meine schon. Ja. Ja. Schon eine witzige Geschichte vom Altersheim. Verjang. Die, wo man als Loge an der Kiel kommen hat. Oh, ja. Also Heinz soll die ganz interessant Sache. Ja, das war schon. Aber beim Liedje entsamt gibt es auch Momente, und die da ich nur noch fast daran erinnern. Aber oft autistisch Kanner, die so als Hanno der Film wie schön gewirrscht. Dass sie empfanden das wie Film projiziert. Und obwohl die Menge Hand aber gesagt, an alles werde ich manipulieren, also für sie wie Film. Genau. Ja, und die Wahrheit, dass sie das so nur gucken, ja, das ist ein groß besteht. Ja. Also sind sie dann immer ruhig geblieben oder weil das sie ja meistens echt da Kanner mit bisschen also die mir einen kleinen Obmix-Span holen? Ja, ganz oft schon. Also ich meine, das etwas bisschen erstaunlich aus für Schidrehen, dass eben gerade das stattfindet. Ich kann mir schon noch ich weiß nicht mehr, wer schuld das war. Da war ja auch der Junge, den eigentlich auch normalerweise mir biblisch ist, und wo kann er da noch an ihrem Elan nach weiter gemalt tun. Aber wo eben gerade den einen Jungen zum Schluss und hat nach Milan gebraucht, bis sie fertig war mit seinem Bild. Und wo es mir nur auch ganz wichtig war, für uns nach das Bild zu weisen, ehe du gevorsehen. Und wo der doch vielleicht nicht bekannt war, wo du nicht davon ausgegangen bist, dass das danach geschieht, sondern wenn dann die drehen sich kann freuen, das dann natürlich, ja, dann weißt du einfach, wie weit das ist. Das heißt, all die Projekte haben noch einen großen Impact auf ihr, aber... Ja, also möchte schon froh, wenn ihr gesagt, dass ihr etwas möchtet, was Schidvereine berührt. So. Ja. Also ich meine, wir hatten nach kein Konzert, wo wir da noch gedurcht tun, und den Hai hat man selber auch keine Spuren. Und heute so ging da aber so Konzerte, wusste, du spielst hier egal, wie schon mal immer für dich selber. Und das ist aber irgendwie nie. Und da muss ich auch so mir hören, dass so eben eine Spektakelform ist, immer schon immer viel aber noch aufzurichten, an dem noch erwägen soll man, wo da spielen. Also effektiv schon wirklich aufwendig, bis man dann alles durchstehen haben. Und wo ich da war als ein ja, also etwas Gutes in einem Duo gesehen, dass es für uns wichtig ist, da eine immense Flexibilität und den Tag zu leben, für eigentlich egal wo können in professionellen, seriösen, schönen Projekten zu vermitteln. Und das fand ich einfach ein
eng flotte Herausforderung, die mir immens viel gött. An wo du immens schön ist, dass sie noch eben durch dem auch die Plattformgebäude kreativ ist, das wirklich so in eng Win-Win-Situation für jedereen. Und ich denke, dass da ist also das motiviert das ja so viel, dass man nur so Reise Wölfchen Affischen eng neue Version machen. Weil als Echtversion die super schön ist, wo man auch eben noch konnten einkehr an der Salle Dekouverten der Philharmonie machen. Die braucht ein Bühne, die braucht Beleuchtung, die geht wirklich just, die funktioniert just auf einer Theaterbühne. Und wie das Maskati den Leuten so viel Fried gemäht hat, war das einfach nur wichtig, dass man von einer gelungener echter Version las komme für eng mindestens genese gut neue Version zu machen, die aber möglich ist, dass man mit diesem ganzen Klimborium für du ein Bühne zu, dass man da aber ein Auto kriegen und dass man da so doch überall hin transportiert kriegen und aber nicht nur eine Lektüre vom Wölschner vom Fies, immer mit das wirklich Spiele, Mathe Pop, Mathe Musik, in diesem Fall dann auch mit Lieder, wo sie dann auch wirklich selber sollen Deal holen. Und ich meine, das sieht genug von ihnen dann als Ensemble ein Stück, weil die schon oft gespielt hat, aber einfach rund also wie das dann Motivation hat, finde ich etwas Neues zu machen, wirklich ganz konkret für die Zielgruppe. Das ist eigentlich manchmal sicher genug, dass man da die Menschen gerne machen. Ja. Ich meine, Projekt sie viel en ligne mit der Mission von EME, mit Musik dahin zu bringen, wo sonst keine Musik hickend an eben das lo nicht just, voilà, die Leute zwar lo auch konnten an Philharmonie kommen, mit dass die wirklich lo durch das ganz Land wird Touren an der Tisch lo nicht just dass jemand an der Stadt, ne? Also der Tisch schon wie sein Karop, aber wie sein Karop. Also wir sind schon weit durch die Ländchen gegundelt. Ja, und das ist eben noch schön, dann hat er Zeit am Auto, du fährst das ja auch wichtig, dass man an den Auto kriegt, also man da muss bis Europa an der Zeit um Zeit für neue Sachen zu planen und ja. Naja, und die will nicht vergessen, weil er so klang, also ist Landchen dann aber auch nicht, da fehlt ihn aber mal eine Stunde wie so rob, und ja, du hast deals Kultur auch von mir klang, wie du hier an der Stadt, also das ist schon flott, dann da ihnen auch können anzubieten. Ja, absolut, also du kannst das nicht just, auf den Zentrum limitieren, das wäre nicht fair. Also wir kennen mal so ein Altersthema aus, von mir bis so weit sind, wir sind also immer länger Theaterbühne. Also ich denke, irgendwo hin erlaubt waren, das finde ich auch schon cool, von zuerst danach. Ja, erst danach waren wir aber auch schon. Ja. Da geht auch viel. Ja. Wie war von dir dann so ein Projekt so wichtig für die Gesellschaft? Ich meine, Kunst möchte leben mehr interessant, mehr lebenswert und für allem, wenn in Mialas oder wenn in einem kann an den Theater oder sich nicht mehr selber kann die Sache beschaffen, dann ist es flott, was sie bei ihnen an Altersheim kommen oder auch mit einer Gruppe Kanner, wo die Kanner nicht können ruhig sitzen, geht den auch nicht für den auch nicht mal im Bus irgendwo hin, schon eine Stunde und da gehen sie am Theater sitzen. Und aber sind die Sachen auch wichtig an bereicherniert leben. Ja. Und dann hast du bei all Konzert oder Auftritt, den du hast, hast du einfach das permanent geben und nehmen. Das heißt, als Artist auf der Bühne gehst du ja dem Publikum an, das Publikum als Frau für zu empfangen, und du durch das ihn empfängt, geht dir im Trick. Und was dich dann mehr motiviert, dann das einfach die Echange, die Energie, die ist, wenn du auf der Bühne stehst und du willst Dinge Leute, die du noch lauschen, etwas Gutes bieten, dann, dass du die Energie, den Austausch, den du stattfindet, den Künstler auf der Bühne an dem Publikum,
die mischt, also für mich ist das wieso ich das eigentlich machen, immer so die ganzen Opfern und dann das abgeregt sind, aber sind noch Konzert, wo mir der Mann abgeregt ist, heißt immer die Abregung als lo an dem Sinn natürlich schon nicht mehr so doof, wenn man das einfach so oft gemäht und dann einfach ist immer so die Moment, wenn das geht, so lo, aber nur aber alles gehen, aber wenn die Energie geht, dann ist es doch sowieso egal, wohin optritt, dann ist es egal, ob dann irgendeinem das war vom dem Turnsaal da war, wo die Mathe, oh Gott, was war das? Das du mal bald Bühne dran, das war auch noch so memorabel. So memorabel. Und da, wie fertig war, hat man aber irgendwie da etwas zu summen gezwafft geht an da war in dem Moment, wo der Last geht, wenn die erste Note gespielt hast, wenn den nächsten Satz gesagt hast, mir dann bringst du den Spektakel du riefer, habe ich gesagt, dann wenn den Austausch wichtig ist, dann ist es egal, wo es gerade stattfindet, ob das an einer Philharmonie oder an so einem Konzertsaal oder an einem Turnsaal an irgendeiner Schule ist. Also das ist ja auch nicht nur der Konzert eigentlich. Wir sehen ja 4 Runden, wo man den Leuten begegnen und noch danach. Das ist nicht wie an einem Theatersaal, wo ihn dann von der Bühne geht und dann ist er fort. dass man der Distanz ja, erstens mal schwätzen, dann haben wir die Leute und die Leute kommen gucken und das ganz aufgerapst, das ist auch an ihrem Irrsaal oder an ihrem Haiando, also da sind ja permanent sind dann schwätzen immer die Leute und ja. Ja, weil das so effektiv bis sie dann, wenn man den Altersthema sind, ja, bis sie dann halt da sind, die echt Leute, die gehen da schon so 20 Minuten ihre aufhängt quasi, fangen sie schon nun die echt dran zu bringen und dann geht es meistens nach 10 Minuten mich spät bis sie dann alle guten Dohun auf Piano raus, also sich ja nach ein ähnlich, weil sie dann nur zurückbräucht gehen. Der Tisch oft protest dann wirklich schon viel während dem Abrichten und dann eben auch wann alles zusammen gepackt, ja, genau. Ja, ich meine, das ist auch schön für sie. Also, voilà, das ist keine Distanz wie auf der Bühne und am Publikum, sie wirklich mit dabei und oft sind ja auch Leute, die nicht mehr Blatt für den Mund hören, wo gerne mal ein bisschen geputtert wird. Ja, das war anders als an der Philharmonie, haben wir gemerkt. Da waren die Leute an einem Konzertsaal, also haben das auch so empfunden. Also, wir wollten eigentlich mit den Leuten an das Gespräch kommen, mit, ich meine, das ist schon Platz, die du eng Distanz geschafft wird. Also du mir auch nur gesagt, solo verneich meis. Und da gehen wir mal raus und da gucken wir, wann Herr Nunnerin du hast, die will man da als Putre, weil mir stungen eigentlich ein bisschen so verloren, da, weil ja, keiner so geschwert wird. Und, ja. Das ist mir flott, wenn wir an die Häuser gehen, da wo sie daheim sind, auch wo sie, ja. Die Statue am Anfang lieber wie an einem Saal zu machen, oder? Das ist einfach etwas anderes. Das. Wir wissen nicht, dann wir sehen, wenn man das nicht kann, dass dem dort Show ist und dann treten wir auf. Ja, ich meine, hängt dann auch davon auf, vom Gruppe dann oder von den Gruppen, die da sind, wenn es natürlich in einem professionellen Theatersaal, was heißt natürlich all die professionellen Leute rundherum, die da helfen. Und das ist natürlich auch immens schön und auch wichtig, dass ich das immer hört, mit das einfach Sache vom Equilibre. Ja. Ja. Also ich meine, just immer an das Thema gehen, irgendwann ist auch genug, dann ist ein paar noch paar Pause. Tun wir auch eben gemerkt, wenn man dann aber, ich meine, Maskati, die haben wir 25 Schmole oder so gemäht. Das ist aber da schon oft. Dann irgendwann ist dann noch gut und dann, wenn es dann um den paar Pause ist, dann warst du nur motiviert, für es zu machen. Das ist bei allem am Leben. Immer nur just das, egal wie gut das ist, wenn immer dasselbe ist, dann irgendwann war ein bisschen eine Pause und ich denke, heuer ist es... Ja, als Stecker sie auch nicht nur... Also mir machen ja als Stecker und da gucken wir, wo funktionieren sie. Am meisten funktionieren sie sowohl am Theater, für normale Showklassen. Als Stecker waren durch Zufall noch alle gut, aber Stecker für Kinder, mit klein oder mit groß. Das war auch nicht immer so viel rauszusehen,
tut sich so ergehen. An ja, sie klappen dann eben noch an Altersheime oder ja. Ich denke, dass wie für Emi das flott hin Musik bei sich zu bringen, mit das aber auch einst du flott sie Außenassoziationen zu kriegen an, dass du mal Remenka froh sie immer in Philharmonie zu kommen oder immer in einen anderen Theater, mir einfach auch einen Ausflug zu holen und nicht immer just genau an die Raum gerollt zu gehen, so mal so. Genau. Also ich fand die zwei Optionen voilà, wirklich wichtig, ja. Und du kannst natürlich einfach eine Sache machen, wenn es dann in einem Konzerthaus bist. Also wie gesagt, das ist echt, was du willst, und fiesen mit der schönen Belichtung, wird dann aber trotzdem immer besonders. Das können wir so nicht auf einer anderen Platz machen. Und das ist dann natürlich auch für das Publikum dann extra, weil dann wirklich so richtigen, also nicht ein richtiges Spektakel, mit dann also eben, ja, also ich meine, versteht ihr, was ich will so. Ja, aber da kommen wir schon zum Ende von unserem Podcast. Lo wir nach froh, ob dir eine Rekommendation hat und als No-Lausterer für etwas, was ich gucken kann, lesen kann oder lauschen kann. Also lesen und gucken hat ich Kannerbuch, was ich selber gemacht habe, was am September rauskommen ist, über das Skript, tut ein bisschen mit meiner Arbeit zu dienen, wo ich im Moment arbeite. Sie sind nämlich dechargiert an der Museferung auf Täting, wo ich pädagogisch kreativ Atelier für Showklasse mache. Und da geht es viel Mineren, um Galerien, die kleinen Betriebe rundherum Schmelz, die am Kehldal waren. Und da habe ich eine Geschichte, also das ist eigentlich ein Sachbuch, was aber an eine kleine Geschichte verbunden ist, dass der Kaputz die erste Schicht an der Galerie verlässt, das mein Kredit, ja, das fällst du dann. Oder wohin kann ich leider nicht normal an einer Librerie kaufen, aber über den Site vom Skript kann ich sich bestellen. Genau. Da setzen wir den Link dran. Yes. Flott. Voilà. Cool, da gucken wir mal Noten. Ja. Ja, schon mal auch ein Buch rausgesicht, was ich schon ganz oft verschenkt habe, sowohl und Erwachsene wie auch Okana. Buch ist Der große Bär, der große Bier vom Nicholas Oldland. Und ich habe noch das Buch gewählt, weil du Maus Kathi, du wirst schon die Fiese, mir haben so viel Materien, zu denen ich komme, da bleib, nur bei einem Buch mit Mattea. Und ja, also soll ich kurz zählen? Ja. Also dem große Bier seine Lieblingsbeschäftigung ist es für Beam zu ärmeln. Großbeam, Kleinbeam, Deckbeam, Dünnbeam. Das möchte ich mir ganz viel Frieden, das möchte ich glücklich. Und dann eines Tages als sein Lieblingsbaum, weil du ganz großen, dicken, schwere Baum hast, könnt du den Holzfäller da mit der Axt. Oh nee. Und ja, die Geschichte hat einen ganz schönen Ende. Oh, ich meine, ich kann das doch noch verraten. Und das ist nämlich so, ja, was geschieht mit seinem Baum, und den Holzfäller, den hat mit der Axt und den Baum, und du weißt gut nicht, wie weit es soll machen, das Bier. Und dann denken sie, ich komme noch mal statt, weil ich am besten kann, nämlich ein Märmeln, und dann geht er bei den Holzfäller und er märmelt den, und den ist dann natürlich so in Panik, weil der von einem riesen Bier märmelt geht, und der ist tagsfein, und der rennt fort, und der Baum ist gerettet. Ah, wie schön. Ja, ich bin so froh mit der Geschichte, weil ich einfach so das, ja, so der Gedanke von im Ärmelen Lebenssinn irgendwo, ja, ich fand einfach schön. Das ist einfach ein ganz gelungen Art und Weise, wie den Autor den Gedanke vermittelt. Und ich gucke das Buch immer im Gern, aber ich so schon oft verschenkt. Und ja. Auf alle Fall ein schönes Happy Ending dann. Ja. Genau. Okay. Aber merci vielmals an euch zwei. Und noch merci an uns No-Lausterer. Dive In with Emi geht unterstützt von der André Losch Foundation. Und merci auch an Radio Ara, dass wir das Studio benutzen und Sendungen bei euch Channel können streamen, können ausstrahlen.
Merci an Adi. Adi. Adi.